wenn ich nicht das Graf rausgekommen, sagt Jesus, dann kannst du auch in dein Graf rauskommen. Wenn ich die Kraft gekriegt habe, mit meinen Distanz rauszukommen, dann habe ich dir auch die Kraft gegeben, um rauszukommen, wo du bist. Da war mal eine Zeit in meinem Leben, wo mir das Beten schein ging. Da war mal eine Zeit in meinem Leben, wo eine Bibel lesen schein ging, das mir gesehen. Da war eine Zeit in meinem Leben, wo ich ein Hort hatte für verlorene Menschen. Wenn ich das Evangelium mitteile, dann meinte ich das so. Ich wusste, dass wir eine gute Nachricht, dass wir nicht bloß etwas, was ich muss tun. Da war mal eine Zeit in meinem Leben, wo ich nicht bloß grünze, aber was ich gesagt habe. Ich liebe die Brüder und Schwestern, ich liebe Jesus seine Brüder, die Kirche. Da war mal eine Zeit, wo, wenn ich beten würde, wenn ich lesen würde, ich das nicht bloß tun, einen Checkmark merken, ich das tun, wenn ich gleich Jesus. Ich das, wenn ich wie ein Leben mit Jesus. Ich weiß nicht, wie viel von Ihnen würden mit dort Matchstimmen sein, das wird ich sein, das will ich einmal wieder. Ich weiß nicht, als Ihnen das denken, was ihr Gott alles versprechen, als Ihnen bekehren, als Ihnen Leben in Gott geben. Ich weiß nicht, was die denken können, wo die hat Ferien um die wo diese Welt ändern. Denkt ihr das? Denkt ihr den Tag, wo die Jesus in den Hort nahm sind, und die dachten, dass nie hat Gott in Gai gefangen oder in der Früh gefangen, wo die Himmel wird singen. Und der hat wem gefangen, wer die Welt wird ändern. Jesus hat nicht mal wem in seinen Kerne gekriegt, was du wird helfen. Denkt ihr das? Eine Weg wieder, oder 3 Weg wieder, dann mal einmal deitst du die selben Dinge, was die Eier deitst, und du wirst in die selben Gläser gelebt, wo die Eier wirst, und einmal deitst du, krieg all die Dinge, was du nicht wirst tun. Nu, ich weiß, dass nicht alle von uns sind, kriegt nicht durch, aber ich weiß, das sei ja Zusicht, dass wir als Kinder Gottes einmal trägkicken und sein. Ich wünsche, ich wäre so dicht bei Jesus, dass ich mal Eier wäre. Ich wünsche, ich war dort, wo ich mal Eier deut. Du sind 3 Sorten von Menschen, und ich habe das Bild vielleicht mehrmals gewesen, oder vielleicht habe ich das mehrmals gesehen, aber du sind 3, wir können in 2 Kategorien merken, wenn du sind Leben in Daude, du sind so, was Gott kann und nicht kann. Aber ich glaube, wir können Menschen in 3 Kategorien stellen, und das sind diese, was Jesus kämmel han angenommen, die haben Jesus zu bieten, und die Menschen, die sind aber ihnen trauen. Das Stuhl du an der Hack, das meint bloß den Trauen, wer dein Leben regiert. Und wir haben so eine Menschen, wo du nach Himmel eine Entscheidung gemerkt, Jesus in ihr Leben nennen zu lassen. Und dort sind so eine Menschen, wo du bloß selbst tun, was die wollen tun, die leben für sich selbst, die wengen ihnen das Leben ran, die stieren sich selbst. Wir haben andere Menschen, die haben Jesus ein Leben angenommen, aber die sitzen danach auf den Thron. Es sind danach diese Menschen, wo du selbst sich fair sein, was die wollen und nicht wollen tun. Dort sind diese Menschen, die Jesus mal haben angenommen als ein persönlicher Heiland, aber nicht als ein Herr. Das sind so eine Menschen, die Jesus haben angenommen, vielleicht wenn irgendwie hat eine Botschaft gebracht von Heil oder verdammt, das wird eine Ewigkeit sein. Und so, die wollen nicht in der Heil sein, die haben Jesus ein Leben angenommen, sondern die wollen wenigstens im Himmel sein. Die gleichen Jesus nicht unbedingt, Jesus ist nicht unbedingt ein Freund zu dir. Die merken ihre eigenen Entscheidungen, aber die haben wenigstens Jesus ein Leben. Dann haben wir eine 3. Sorte von Menschen, die haben Jesus angenommen, die haben Jesus auf den Thron abgesetzt. Und was dort meint, ist dort diejenigen, die sitzen bei diesem Thron. Das sind diese Menschen, die Jesus in der Hort haben, aber die luten Jesus ihr Leben eher, wenn die weit nicht Jesus weit besser. Und ich wundere, wenn die diese 3 Kategorien bechecken, wo stehst du von der? Welche von diesen 3 Sorten von Menschen, wo steht die das ganz dollste mit Tragfinger, bist du? Die eine, was ich viel mal gesehen habe, und das sage ich von Menschen hier, von Menschen unterwegs, von Menschen, die sehr für eine Kirche gehen sind, oder so, die nicht in die Kirche fahren. Ich sage das eben, dass viele von den Menschen, die von hier rauskommen,
die gehen du so han. Sondern die kommen von dort um Leben. Das sind Menschen, die ihr Leben hangeben, nur Gott. Und wenig Menschen, die wollen bloß eine Madden kommen, wenn wir das so meinen, was wir meinen, wir nehmen Jesus an, und wer wir für Gott leben, wir haben eine Zeit, wo wir Jesus alles geben und wir sind gehorsam. Aber dann nur eine Zeit von in Christen, nur eine Zeit von Leben, damit einmal dann weiß wir nicht mehr ganz genau, was das ab ihremsten Christenleben für mich ist, wenn das zu schwer oder das sind zu viele Dinge, wo ich mit mir handeln. Und so viele Menschen, die würden von du hier hingehen. In Lehrer wird mit Menschen schaffen, dann die wollen immer weiter an, dass ein von unseren größten Problemen in der Kirche ist, oder Problem sage ich, aber ein von unseren größten Dinge, die wir in der Kirche mit handeln, ist Menschen, die nicht ganz genau wissen, was die wollen oder nicht wollen. Menschen, die Jesus ein Leben haben, aber die wissen nicht ganz genau, was die dein wollen. Menschen, die Jesus ein Leben haben, aber die wissen nicht ganz genau, was die wollen, die verloren das Evangelium bringen. Das sind Menschen, die gleich in die Bibel zu lesen, aber nicht unbedingt wegen Jesus leben. Und ich weiß nicht, wo du bist, wenn du an das Bild denken ist, aber ich will dir eine Geschichte erzählen von dir. In dieser Geschichte, das von einem Mann im Neuen Testament, was Jesaja Gott kann. Wie viele von Ihnen haben mal von Petrus gehört? Das ist das großfrätige Guy, was du selbst nicht verstehst, das zu vertrauen. Und wenn ihr Petrus kann, dann weißt ihr, dass Petrus, der hat ein sehr, sehr großes Mühl. Und das ist, wofür wir Petrus kann. Petrus wie das Mann, wo du euer Vertrauen leid aus Denken. Und jedes Mal später sich das, wenn der was sein wird, der merkt die Trouble. Und der kann bloß nicht still sein. Aber wenn ich mal bekickt, wie ans Petrus sein Hort. Und wir verjährten davon, dass Petrus wie nicht bloß ein großes Fredger, sondern wie ein großes Hort Mann. Und Petrus hat ein sehr, sehr großes Verlangen, gehorsam zu sein. Nicht bloß mit seinem Mühl, aber mit seinem Hort. Wenn die Petrus bekicken ist, die mit tauscht und Petrus wie der ganz Einzige, was sich wirklich in Wut nennt stoppen, wo das keine sich wirklich nennt stoppen. Wir kicken eins mal in Petrus und sagen, der merkt das nicht, der hat nicht Glauben und der ging die Uni, das ist was wir uns holen, aber wenn vertelt wie von den anderen Jungs, die dann baut werden, aber wir uns sich nicht mal über die Konto stoppen. Petrus, der hat ein großes Mühl, aber der hat auch ein sehr großes Hort, was du willst reichen tun. Petrus, wie der Ring uns Einzige, was wir fingen, vor dem, dass Jesus es abgestoßen, was du mit seinem Mühl 100% bekannt, was der glaubt, und der sagt, dass du bist den Leben in Gott sehen. Als alle Menschen weichgehen von Jesus, dann kommt Jesus und fragt die Jünger, weil die auch verluten. Und Petrus sagt, wo soll wir hingehen? Wo können wir hingehen, wenn an die fängen wir leben? Du hast keine Unterstützung sein als bei dir. Das ist der ganz Einzige, was wir fängen, was dort bekannt wird mit seinem Mühe, mit seinem Hort, Jesus ist von dort abgestoßen. Petrus ist der Ring ganz Einzige, was du absteht für, als Jesus verteilt von Storbenen. Und wir wissen, der hat das nicht einmal ganz klar, aber deswegen steht ab für was der gleich wie reich. Und das wird das einzige Geil, was du, wenn Jesus verteilt von seinen Kreuz oder von seinen Tod, dann steht er vor Jesus und sagt, du brauchst gleich von so einem Vertrauen. Hier soll wir nicht von Kreuzen verteilen, hier verteilen wir von fernen Dingen. Okay? Das ist der einzige, was du absteht für Gott. Und er sagt, wenn das andere alle waren wachran, in die Jünger sind, die hier nicht, wenn das alle waren wachran, ich war nicht. Nicht, dass den sie Mühl, aber das kämpft von den sie Hort. Und wie weit noch kämpft von den sie Hort, wenn danach, wo die sich Jesus mitnehmen, dann, na jetzt, kann ich es mit mir bringen? Danach, wo Jesus, wo die sich Jesus mitnehmen, du so, es ist sehr klar, dass Petrus, der verteilt nicht bloß mit seinem Mühl, aber der verteilt mit seinem Hort, als die sich Jesus mitnehmen, Petrus ist der Ring ganz Einzige, was wie seinen absteht und will das ausleben, was er glaubt. Der nimmt ihn schwer denken nach, was er tut, der nimmt ihn fascher Maße an, ich weiß nicht. Und der nimmt ihn Maße, und dann will der diesen hohen Priester in deiner Tüff selber schmecken, weißt du noch? Das ist den sie nicht Tiraler, das war der will. Und zum Glück kriegt er bloß einen Uhr holen und das schneidet er den auf. Right? Und was ich probiere zu sagen, ist, Peter das, was der gleich ist reich. Der sagt nicht bloß das, was ich tun, aber der dort mit seinem Hort und der lebt nur. Okay? Und Petrus, das ist ein von diesen Geist, was du absteht, für was du reich ist, mit seinen Mühlen, mit seinem Hort und mit seinem Leben. Aber einiges, was wir fertig nicht sein, ist, dass Petrus, wir kriegen Gott in Mann, wo du seine Ups und Downs hast, wie haben, und dass wir ein Mann, wo du nicht immer so dort feiern.
Ein Tag sei wie dort, Petrus hat ein Leben gebüht, und der hat sich in Hoffnung gebüht, und der hat Jesus will nur folgen, der hat alles will recht tun. Aber mit einmal hast du kommt ein Moment in Petrus sein Leben, wo das kriegt, das jeder schaffen wird. Und wir können uns das vorstellen, wo die sich Jesus mitnehmen. Ich will den Text mit euch lesen, und da fing wieder in Markus 14. Und ich will erst hingehen, aber stellt euch das mal Petrus vor. Danach, wo die sich Jesus mitnehmen, was zu Petrus passiert. Das ist nach ganz hoch in seinen Adrenalin, und die wurden nachher mal gleich um ein Gramm zu haken, in Abstand von was reich wir. Aber danach ist danach, wo Petrus sein Leben ganz tweiert. Oder Petrus in der Welt, die geht ganz bitter. Du, wo die sein Leben abgebüht hast, du, wo die seine Hoffnung abgebüht hast, das geht mit einmal alle kaputt in einer Nacht. Wenn du passiert so ein Großes in Petrus sein Leben, was du nicht verstehen kannst. Ich glaube, ich kann alle irgendwo einen Moment denken ans Leben, wo unsere Welt in der verbraucht. Oder wo mit einmal irgendwo so ein großes Tanz passiert, dass wir glauben, wir können nicht ever. Oder dort, was wir uns abgebüht haben, wie mit einmal bitter. Und so, wir sehen in Markus Kapitel 14, Vers 53. Dort sagt es das, dann läden die Jesus wach, und jetzt von du, wo Jesus, oder wo Petrus erst mit Jesus tot gewesen, und die sind das danach gewesen, der sagt, dann läden sie Jesus wach, nur den Hohepriester, wo all die Hohepriester und Ältesten und Schriftgelehrten tot gekommen wären. Nun, jeder ein von diesen Menschen, was hier erwähnt wird, bei Jesus, sind dumme Menschen. Das ist eine ganze Herde von Menschen, die sich der Taub gestohlen haben, Jesus tot zu merken. Nicht wie diese Ältesten, nicht wie diese Lehrer, die religiös werden und selbst nicht wollen, dass Jesus aus ihr Leben rausbringt, aus ihr Lohn rausbringt. Und das sagt uns, dass Jesus wachläden, da sind all diese Menschen taub gekommen. Dann muss immer sagen, dass du, was sehr interessant ist in den nächsten Versen, das heißt, aber Peter. Nicht denken, das ist ein Mann, wo du alles reich will tun, alles reich will sein. Das Petrus, das sagt, der kämpft Jesus mit einmal von weit auf heran. Okay? Das Petrus, wo du immer will, Jesus defending, wo du immer will bei Jesus sein, wo du immer will ein reiches Leben leben, mit einmal fängt er dort, der geht Jesus ein langes eng heran. Du kannst vielleicht sagen, vielleicht wir viel zu viele Menschen, vielleicht können nicht du sein, vielleicht können nicht physisch Jesus dich nur fallen, aber du brauchst bloß ein kleines wiederlesen, aber das ist nicht der Case. Petrus ging nicht bloß physisch Jesus von langem eng heran, Petrus in Hort, wie man einmal absteht, wo Petrus in Hort anfängt wieder und wieder und wieder von Jesus nur zu fallen. Und wie man das tauscht, wenn wir den Kontext lesen, jährlich wie Petrus man einmal lang nicht absteht, wo die soll sein. Und wie sein wird passiert, mit dem Kontext lesen, du wie mit einmal Angst in Petrus sein Leben angekropen und Angst hat sein Hort übernommen. Und das weit auch von Jesus. Das sagt du, dass der jetzt ganz bei den Hohepriester sein Hof, und dann sagt dort, und er saat sich mit den Deiner taub und vier in Wurmsick. Nun, diese Deiner, von was ich hier vertellen, das sind nicht Jesus seine Deiner, das sind nicht gute Menschen, das sind nicht mit den Jungs, was Petrus bei News taub gewesen mit Jesus taub. Das sind all diese Damen, Hohepriester, Lehrer und religiöse Menschen, ihre Deiner. Und dann sagt du, Petrus sagt sich mit den taub du, und der wurmt sich du mit den taub ab. Den Tid, was Jesus dort für Schmähten und für Schleuen und für Spott und verquält wird, sagt Petrus hier mit diesen Jungs taub und wurmt sich die Hände hängen ab. Wahre, du kannst sein, weiß nicht, woran der das tut, aber Petrus sollte nicht bloß physisch mit diesen Jungs taub, Petrus war einer von denen. Und das sei wie sehr bald, wenn wir Petrus hier vertalen werden, die Frauen, die proben natürlich ohne zu teilen. Das Jungs, die am vier setzen, die sagen, bist du nicht einer von Jane? Dann sagt Petrus, ich sage nicht, ich bin einer von diesen. Aber wie sagen, dann sagt Petrus, ich sage nicht. Aber wie Hirten, dann sagt er, ich sage nicht. Und die verstritten, die geht bloß nicht tot. Die sagt, ich sage nicht einer von Jane. Ich sage nicht von Jesus, ich sage von hier. Und das wird so arg, dass Petrus doch weil meint wird von nähe sein, dann fängt er an Jesus zu fluchen, sagt er. Dann fängt Jesus an, damit über Jesus zu sein. Und je weiter in der Geschichte, der nächste Szene wird hier sein, in dieser Geschichte ist dort der Hunde kräht, und dann merken Jesus und Petrus noch einmal Augenkontakt. Die kicken sich noch einmal taub, aber Jesus klickt mit Petrus. Und Petrus weiß krank, was er meint. Und jetzt der Moment, wo wir gleich haben mit der Bibel, das nächste wird sein, dann ging Petrus nur Jesus und der mögt alles überrein und der mögt Dinge vor dich. Aber die fängst 100% an gehen. Wie weit nicht Petrus das sehr leid, was er getan hat.
aber der ging nicht trainen Jesus, der ran von Jesus weg. Und wir hören nicht mehr von Petrus, was Jesus ist von Tod abgestoßen. Der hat einem Kreuz, der starb durch, die hat einen Graf nennen, und die hörst nicht mehr von Petrus, das war gerannt. Und die Frau, was wir uns fragen, was ist wo ist das möglich, dass ein Geist aus Petrus, wo du nicht bloß mit seinem Mühl, aber mit seinem Hort, mit seinem Leben, alles voll reich tun, kommt ein Tag bei dir, wo die es fortgerannt, wo Angst und über dem Scham oder Scham hat sein Hort übernommen. Und wie sein du dort? Johannes, der hat uns wieder mit dieser Geschichte tragen, Johannes 21. Und der sagt uns, was Petrus von du dort. Aus Petrus hat, wir weit nicht alle Details, aber wir weit kriegt, was passiert, wenn wir haben was Arrechtet getan. Wie dann die meiste Zeit etwas Arrecht werden, wir haben Angst für das Rechte tun. Dann haben wir schon das Arrechte getan, dann das nächste Ding, was du natürlich ans Leben nennt, das Scham. Wir schämen uns mal einmal für, wer wir sind. Wir haben gerade verteilt, wir haben geprüft, aber wir haben was Arrechtet getan, in Fall wir uns schuldig und schon übernehmen uns ans Leben. Und das sagt in Johannes Kapitel 21, kriegt, was Petrus tut. In Wahrheit, wie dann alle sagten, wann wir schon Arrechtet getan. Wenn wir schon Arrecht gelebt, dann einzige von uns, wie gehen ist, wenn Depression satten und holen uns vielleicht im Büro und schreiben durch unsere Lebensgeschichte an, wo da Menschen sind, uns gewassen, hocken in Depression. Andere von uns, wir gleichen uns vielleicht zu betragen oder zu trinken, das wieder von verjährten. Aber weißt ihr, was ferne Menschen tun, was damit passiert? Oder wenn ferne Menschen, so Petrus, ist mal einmal seinen Arrechten wachgegangen und wieder aufgekommen von Jesus. Weißt du, was die tun, zum Verjährten von, was die getan haben, oder dass die nicht wollen und denken, was die getan haben? Das sagt du in Johannes 21 dort, Petrus geht faschen. Das sagt, Petrus sagt, ich gehe drei faschen. Und der hat bloß Tage nach schaffen. Kriegst es wieder tun, wo du nicht gleich zu süppen und zu schmieken, wenn wir haben das alles getan, wir gleichen bloß zu schaffen, was du kriegst damals. Wenn wir probieren, unsere Sinn zu verjäten, und die Dinge, die wir getan haben, bloß zu verjäten, mit Tage nach schaffen und tun nicht an denken, das kriegst du bloß ein Ding, wo wir uns hier verstärken. Und so Petrus, der sagt, ich gehe drei faschen. In Wahrheit, wenn ihr den Kontext weiten, was Jesus getan hat, 3 Jahre hat Jesus sich diesen selben Peter über das selben Meer geholt, mit dem selben Boot und dem selben Netz und dem selben Freund. Und er hat dir gesagt, ich will haben von der an, dass du nicht diesen Raub haben, aber du sollst anfangen, Menschen zu faschen. Ich will haben, du sollst mich aufhalten und du sollst die Welt verändern. In 3 Jahren, als Petrus in der Welt ist, alles zwei gebrochen, dann setzt er in dasselbe Boot mit denselben Freunden, denselben Menschen, dieselbe Arbeit. Und auf die ganze Nacht über gefasst. Was interessant ist, dass das sagt, dass die Jünger gehen heran. Petrus sagt, ich gehe fasten. Und die anderen Jungen sagen, wie gehen die heran? Und hier ist was sehr wichtig für uns zu lernen, ist eine Kirche. Wenn du nicht in Live bist mit Jesus, oder wenn du bist aufgekommen von Jesus, oder wenn du nicht bist in dem jetzigen Leben, wo die so sind, woran lutst die an Menschen an die Kirche? Ich werde jetzt einmal gleich, was ich Ihnen sage, aber du hast Menschen, die du abkicken, die, und du hast Menschen, die du wollen so sein als du, und kriegst du es Peter, du bist ein Lehrer, wenn du nicht dich bei Jesus leben, der ist andere wollen, die herankommen, als du dort weißt oder nicht. Meine Frau ist das, wenn du in diese Kirche dein bist, oder wenn du singst, oder wenn du Usher bist, oder wenn du bitte diese Kirche Mission bist, oder wenn du in YouTube, was immer du bist, und du wirst die Welt verändern für Jesus. Und wenn du nicht sehr eng mit Jesus leben bist und in Live bist mit Jesus, was ist dein Ziel, mit Menschen von Jesus vertrauen? Von wo von Jesus wirst du Menschen lernen in dieser Kirche? Unser ganz geradste Abgabe, als was John hier sagt, wir wollen die Menschen wahrhaft genug von Jesus merken. Aber wenn ich nicht sein mit mir hat, wenn ich nicht in die Gemeinschaft habe mit Jesus, was will ich an die Menschen hier tun? Was sollen die lernen? Sollen die kommen hier schön singen? Was sollen die tun? Was von der Botschaft bringen wir den Menschen? Und so, Menschen kicken ab und an, was wir das wollen oder nicht. Und Petrus geht faschen, der trainiert sein altes Leben, der rannt nach immer von Gott. Und die gehen gehen heran. Die gehen nicht mal Jesus heran, die gehen Petrus heran. Und war das jetzt, aber nu hat ich ein Frotzchen Sinn für gemalt, wenn das nicht, was wir dachten, Peter wir.
Wir dachten, dass wir ein großmütiger, großhartiger Phänomen. Und du weißt gleich die Bibel, was wir haben wollen. Die Bibel, was Gott uns hat geluten, ist eine Bibel, was du nicht einmal abgeht. Wenn Menschen schon gut gelebt, aber immer haben die damit Leben gelebt, die sind wieder auch von Gott gekommen, dann glaube ich, dass nur was Gott dir an der Wahrheit führt, dann haben die fertig. Und dann die Geschichte ist, dass der eigentlich was in der bessere Geschichte anfangen. Aber gleich die Bibel, because so eine Geist ist Peter, der hat Hoffnung. Und das Geist, was Peter gewass wir, den will Jesus haben, soll kommen wollen, und die soll wahre in Gemeinschaft kommen an. Und so in Johannes 21, du fängst wie, was Jesus du wieder mit diesem Geist tät. Dort sagt er in Johannes 21, nur dem, das meint, nur dem, dass Petrus auf den verloren, nur dem, dass Jesus ist gestorben, nur dem, dass er ist abgestoßen, und er ist tot abgewaschen, Menschen haben ihn bei uns gesehen, und bei uns nicht, und Menschen weiten haben nicht ganz genau, das sagt nur dem, jetzt Petrus fashion. Und ich will Hanni sagen, merken, was passiert, wenn Jesus kommt zu Han. Jesus kommt zu Han, nur das Meer, wo diese Jungs Band sind, und das sagt er, da steht bei 100 Meter offen Eiver, und da steht Jesus nu. Und was interessant ist, wenn Jesus der Gott ist, was wir einmal mal abgewaschen sind, oder wenn Jesus der Gott wie, was wir einmal eine Kirche gehört haben, das ist ein daler Gott, was du bloß lügt, die was Arrechte tun und was die dort merken. Wenn Jesus der Gott wie warst, dann würde das der Moment sein, wo die Jünger sich bloß in den Boot zählen und du versüben. Because Jesus lügt und einfach nicht da. Aber das ist nicht der Jesus, was da steht. Jesus, der kommt zu Han, und das sagt du dort, der hat danach kein Fest gekriegt, der hat danach nichts gekriegt. Und Jesus in die zu den Jüngern, du in Johannes 21, Vers 15, diese. Jesus kommt zu Han, und die Frau, was Jesus hat, ist, der sagt, Kinder, habe ich nichts zu essen. Habe ich keine Fisch. Und das viel deeper als bloß, habe ich nicht gegessen. Die Frau, was Jesus, diese junge Frau, und das ist das. Das Leben, was ihn gewählt hat zu leben, schafft das. Das ist in Wirklichkeit, was Jesus, diese junge Frau, hat. Der fragt die, wo schafft das aus, was ihn gewählt hat? Jesus vertellt zu Petrus auch, der sagt, wo kommt dir das aus, das Leben, was du dir gewählt hast? Und ohne wie das schafft, gleich das. Und woran die keine Fest kriegen, und das sei wieder in den Kontext, ist, because Jesus will so keine Fest kriegen. Dann sagt er, die sollen den Naten ohne sie schmieden, dann haben die ganz voll Fest. So das Jesus, was dann einfach steht, dass der den Himmel ihr gemerkt hat, dass der den Fest gemerkt hat. Und so das Jesus hat nur gesagt, dass die keine Fest wollen kriegen. So da muss auch ein damals Jesus sein, wenn die Jünger einen schweren Tiet merken, nicht? Hör ich mal her, Kirk. Ein von den Dingen, was wir sehr leicht zu holen haben, als Christen ist das. Wir haben uns bekehrt, wir haben uns Leben nur Gott gegeben, und du wirst gerade uns schuldig, alles mal zu stellen ans Leben. Du musst alles fein schaffen. Und wenn Gott einmal lässt schwere Dinge ins Leben passieren, und du siehst diese Dinge, alle Sachen kommen dann aus, dann muss einmal erst Gott ein dammer Gott. Kann ich dir was sagen? Wer will den Dash mal andrehen? Ein von den ganz geradsten Ursachen oder bewiesen, dass du weißt, dass Gott gleich dir nachher, und Gott ist dir behaken hieran, als wenn Dinge in dein Leben nicht reich schaffen. Weil Gott sagt, die kostet ist da dran. Gott wird nicht erlauben, dass die was ist da dran, bloß because der will an das Dreh kommen. Und kriegst es an so kleine Dinge, wenn der einen Bach andauern, und das ist gefährlich, wie wollen die hier ran, wie wollen die da raufreden, kriegen nicht, wo Ammerlicht ist, dass wir da raufreden, aber wir wollen das nicht looten. Und Jesus, ein von den ganz besten Beweisen, dass Jesus die Gott ist, die live ist, wenn Dinge man immer nicht ausschaffen in die Leben. Dann weißt du, dass Jesus ist dieser Gott. Und so, Jesus fragt, schaff dein Leben, was ist das? Und er gleich die Antwort, was die Jünger geben. Das ist eine sehr karte Antwort, aber die Antwort ist, nee, das schaff nicht. Die Jünger sagen, ans Leben schaffst du es nicht. Und ich wundere einmal, wo lang Gott uns mit Frau und mit wieder bloß mal Tauschstunden sein. Das Leben, was wir gelebt haben, und wieder von Jesus weichen und wieder von Jesus weichen, das wird nicht schaffen. Und wenn du diese Botschaft hörst, du weißt krank von was ich verteile. Nu, die Jünger erleben schaffen nicht, Jesus weitet, die Jünger weiten dort. Und ich gleich sage, was das nächste passiert. Das sagt, dass Jesus, der steht und Eiver, wie 100 Meter offen, die Jünger kennen ihn gleich. Die weiten gleich, wer das Geist ist. Und dann hat einmal aus dem Hand,
dat naad naar onder sie geschmiert en die haben alles so fest gekregen, dann sagt Johannes, und ich weiß nicht, woran Johannes das sieht, wir würden erwarten, Petrus wird vertrauen, right? Aber Johannes mit Peter wird sein. Und er sagt, weißt du, wer dazu zu uns reden hat? Weißt du, wer dazu zu uns lügt? Johannes sagt zu Petrus. Ich weiß nicht, ob du mal gedacht hast, warum Johannes das tut, aber ich finde, dass du nicht eine Ursache, wie warum du das Krieg spezifisch zu Peter sieht. Und ich glaube, was Johannes das tut, der wies eine Petrus und sagt, guck mal, dort ist wer, wenn er die lügt. Wenn der weiß, was Petrus getan hat. Sie Johannes wie der Einzige, was wir ganz bald und Kreuz mit Jesus mitgegangen. Und Johannes hat gehört an Kreuz, du hast Jesus mir recht vergeben, du am unnählen deiten. Und so, Johannes weiß, dass Peter ist wachgerannt, und er sagt, guck mal, dort lügt wer die. Du hast was zu fixen. Und Petrus weiß, sagt Gott, wenn das ist nicht das erste Mal, wo den Rüdvadern sein Leben feststellen. Weißt du, dass Jesus gerührt von dort wie abgestunden, den Sonntagsmorgens, den ersten Tag, eine Werksmorgens, aus der frühesten im Graf ran. Weißt du noch mal, wo von der Botschaft der Trainer die Gänge kommen? Der fing Jesus nicht im Graf in der Engel begehen, dass er frühest tun. Und sagte dort, dass der Engel sein zu der frühest gut trägt und sagte, Jünger in Petrus, dort sind abgestunden. Woran will Gott spezifisch an Peter soll hören? Bloß wenn dort wir das Dame gehen oder dort wir dessen, was du viel zu reparieren oder wir dessen, was du so eine gute Lehre geben? Gott weiß sehr gut, dort wenn Petrus nicht wurde besonders behandelt worden, der würde nie nicht mehr zurückkommen. Der Scham und die Angst, was diesen Geist hat übernommen, der würde in das Leben lang zu holen und der würde sich gleich treffen wen der würde denken, der wird zu weit gegangen. Und was gleich von Jesus ist, der braucht nicht schon zum Petrus Trachwiesen, der braucht Leib. Und wie, besonders als Deutsche, wir haben einen interessanten Weg abgeführt von Menschen halten. Wir wollen haben Menschen sollen sich schämen, sodass die mal wollen zurückkommen, wo die sind, nicht? Schämen die mal. Right? Könnte was sein? Scham ist die ganz meiste Mal die Source von unserem Problem. So, das meint, das kann nicht die Solution sein für das Problem. Könnte einmal sein, die Ursache, woran wir vielmal damit leben, dann ist, wenn wir schämen uns, was wir getan haben. So, dann kann das auch nicht die Lösung sein für das Problem. Und Jesus, der sagte, Gott sagt, die Jünger in Petrus, dass ich abgestunden. Und ohne wir, was die besondere Botschaft von dem Petrus-Camp, den wird mit Flieh Jesus aufgesagt, woran die spezifisch in der Petrus-Camp ist, dann sein, wenn ich nicht das Graf rückgekommen, sagt Jesus, dann kannst du auch in den Graf rückkommen. Wenn ich die Kraft gekriegt habe, um mit mir in die Distanz rückzukommen, dann habe ich dir auch die Kraft gegeben, um rückzukommen, wo du bist. Und du steht Jesus du und Ivan, der Lürt und der Petrus. Und das ist der Moment, wo wir lernen würden, dass Peter sich am Wut in den Seelen und versüben. Aber weißt du, was die Bibel sagt? Das sagt in Johannes, dass Peter das sagt, der schmiert sich am Wut in den Heim und ihr lest. Das sagt nicht, der jährte nennen oder stoppte nennen, oder der sagt nicht, der darf den Geschmack nennen. Der sagt bloß, der seelt sich am Wut nennen. Okay? Das ist schon ein Sasso. Okay? Wir wissen nicht, was der aber das ist dumm. Der merkt, dass Gott sehr formal, der merkt, dass Gott sehr schmacklos ist. Wenn Petrus weit verdammt geht, dass wurde nie erst fragt, kann er nicht luten. Den Borat hat Gott wurde in Jesus Camp, aber der schmerzt sich in Wutter, in Stall ungefähr. Der gliedert sich vielleicht ein Panz im Wutter an und schrammt immer das Baut taub. Der fahren beide an. Warum kann ich nicht hören? Aber Petrus bewies bloß, was er sagt, ich merke eine Entscheidung, nur an Jesus zu kommen. Und dann steht wahrer ran, und dann steht wahrer von Jesus vor dran, der merkt bloß eine Entscheidung, die wird nur da kommen. Und das ist ein schmackes Bild von das geistigen Leben. Und Petrus, der weiß, das wird nach Dingen kosten. Petrus weiß, dass der hat Dinge tun, was er nicht soll tun. Petrus weiß, der hat Dinge mit zu dealen. Und er gleicht diese Geschichte, wenn er sagt, dass Jesus, der merkt, und vier ohne Konten, und die Jünger und Petrus, der kommt da an, und der will mit denen Frühstück geben. Und das ist ein schmackes Bild. Der will die nicht ohne Ware füttern, der will mit denen Frühstück geben. Der will Gemeinschaft haben mit denen.
En dat zei opvallen, wenn dat zegt dat Jesus heeft een vier gemerkt, dat woord wat du für vier gebruikt op Griechisch, dat is een zeer besonderes woord. Er zijn bloß zweimal in der Engelse Bibel, wo dit woord gebruikt wordt, van zo'n soort van vier. Wir weten nicht gerade, wo das zit, aber wir haben besonders soort van vier, wat Jesus te merken deed. En dat eenmaal, wo dit woord gebruikt wordt van zo'n vier, is krak hier. En eenmaal is dat woord gebruikt wordt, als daar, zo wo Petrus met deze jongen, met die dame vriend hebben, en vier zat. Bloß dit tweemaal. En zo Jesus, die kwam trainen, die meer krak zo'n vier, als Peter bekannt is, van daar, wo die, dat wietste offer. En ik geloof dat Jesus toeween wil, want Peter, du wordt aankomen, die wil in lijf bewijzen, maar die wil in helpen denken, dat du erst wordt maar wat die deal maakt. Ze wordt in terugbrengen in zijn leven, om du met deal. En hoor ik mal her, Tjörg. So ver geloof ik dat, wanneer Jesus ons terugbrengt aan zijn vergangenheid, als wir ons weiter, aber Jesus weet sehr gut, dat wanneer du nicht was mit in der Vergangenheit handeln, die waschen in der Zukunft nicht vor dich kommen. Jesus weet sehr gut, dat wanneer du mit diesen Wunden nicht verstehlen und du mit handeln, dann kostet die nicht der beste Ort von die Welt sein, wanneer du was in die Zukunft dann gehen. Und wie weit nicht Gott selbst, dat so einer soll handeln, uit Leib, aber verken für jeden wieder en waardig wel te die zijn, wanneer Jesus van der op die leven, je wist, der steht er onvoet, wat de ammerlijk zijn, dat die niet wegen wel dam zijn, die wegen wel die heulen. Wir sind alle klug genug, zum weiten wir wie einen Tragmerker von Heim und Arm gedacht, oder ein V2 bedecken, was sei er weiter Tragmerken. Und dann, wenn ich den Arm, du mal so nennen, drehen und das so wrecken, ja, sam von ihnen, der ist das. Wer von ihnen vor den Hüsten sieht, dass wir in seiner Dame Tragmerker wären, die, ich habe mir diesen Arm zwei bedecken und der Ritt kraken diesen Arm, wo dann würde ich nicht den anderen Arm nehmen und drehen und wrecken. Right, das sind Dame Tragmerker. Aber wie weit sei Gott, dass der Mann und den und ich nicht von dir vertellen, hier ist ein ferner Tragmerker bin. Das ist ein ferner Tragmerker schon. Aber was ich probiere zu sagen ist, wenn die uns Tragmerken, dann dass du wir uns Tragmerken nicht ans Weiter. In Jesus weit dort. In Jesus weiß, dass Petrus war das weiter und wenn er in seine Vergangenheit bringt, oder mit dir dealt, mit dir handelt. Und ich weiß nicht, wo du von der bist. Ich weiß nicht, was für eine Entscheidung du hast in deinem Leben gemerkt. Ich weiß nicht, was du von dir selbst denkst, aber vielleicht bist du von der in deinem Leben ab einer steht, wo du zurückkickst und du denkst, du willst mal eine Zeit, wo ich nur wie Gott leben will. Du willst mal eine Zeit, wo ich Jesus gleichen will. Du willst mal eine Zeit, wo vielleicht bist du hier von der und du sagst, ich bin nicht sehr gut, ich bin nicht ganz wie Jesus, aber ich bin nicht ganz weit gekommen. Wenn jemand mich fängt, ich will hier so sein. Hier ist das ein Eck. Das ist nicht der beste Ort von dieser Welt sein. Jesus hat was Besseres für dich und der will dieses anfangen zu schwammen, der will dieses anfangen zu gehen. Vielleicht bist du, wo Petrus, wo du so weit wach bist, dass du gleich weißt, dass du nach Hupling hast, oder so weit mit Flied hast Dinge getan, was sich diese schämen. Das ist auch nicht, wer Jesus will, dieses was sein. Und vielleicht bist du hier von der und du sagst, dass ich weiß überhaupt nicht, ich kann der Regeln nicht mal, ich weiß nicht, wo der nächste Stoppen sein, ich weiß nicht, wo ich sein. Das ist auch nicht, wer Gott will, dieses sein. Jesus will bloß mal dieses kommen. Jesus will bloß mal dieses die Entscheidung merken, die Stoppen nehmen, mal kommen. Hör mal, was Jesus sagt zu den Jüngern. Aus der du in der Lüge, der sagt in Johannes 1,12, der sagt, Jesus sagte an, nu kommt Frühstück. Und er gleicht das Wort zu sagen, das Wort kommt, ist plural, das ist nicht bloß für eine Person. Wir würden gut verstehen können, wenn Jesus sagt, Johannes, du kannst nicht kommen und du bist mit mir auf den ganzen Weg gegangen und du kannst mit mir hier sein. Aber der sagt, kommt. Und das meint rein alle, das meint, Johannes, was du gut gewesen wie, und Petrus, was du weit oft gewesen wie, und alle Jungs dort fasten. Der sagt, kommt bloß. Kommt. Und was Jesus will, ist, der will eine Gemeinschaft mit diesen Jungs haben, und der will mit dir taub sein. Und ich würde von der gleichen die anzuladen, wo immer du bist, von wo immer du bist, oder von wo immer du horchen ist, ich würde gleichen, dass du wirst deine Übung ganz klar merken. Und ich würde gleich mit ihnen zu beten, aber in keine Kamera sind eine Jüngchen gedreht. Ich würde keinem von ihnen merken, eine Fähre, komm nicht Angst an der Fähre. Aber ich würde ihnen gleich eine Frau zu frauen. Und ich würde gleich das zu sein, wenn du irgendwie erst von der Smarts wäre, sag ich würde gleich mein Leben Jesus zu geben. Wo ich die Hand einmal ganz kalt abheben und Tritt aufnehmen.
Heb dir bloß einmal ab, nimm den Tritt auf. Dankeschön, Dankeschön, noch ein wer. Bloß einmal ab und einmal rauf. Dankeschön. Vielleicht hast du irgendwer von Jüngchen sein, von der dass ich sein lang nicht eng wachgekommen. Ich sein gegangen und nicht mehr ramgegeben an meine Gemeinschaft mit Jesus. Wo du auch einmal deine Hand abnehmen drauf an deine Entscheidung, merkst Jesus nur zu folgen. Heb deine Hand ab. Koste ehrlich dreh drauf. Dankeschön. Nachwer. Sag, ich nehme von der Entscheidung nur an Jesus zu kommen. Ich wehre mich dort bloß. Ich war gut, ich war anfangen zu schwammen. Ich nicht verdammt, ich nicht wo amaglich das ist. Ich war bloß down. Ich würde gleich mit YouTube zu beten. Wenn du keinmal hast Jesus in dein Hart angenommen, das wird, was die sein, das sind nicht die, was die wollen in Christ merken. Aber es du dein Hart glauben ist oder nicht, das ist, was du teilt. Und so bet mit mir, ob es das sei, Herr Jesus, ich danke dir für von dir zu mir vertrauen. Ich danke dir, Jesus, für mein Hart horchen. Und ich danke dir, dass du krank weißt, wo ich von dir stehe. Und ich freue mich, dass du mir gut bist, dass du mir leben das, mir ich wann ich so weit oder so lang sind von dir weggegangen. Von der nehme ich eine Entscheidung, nach dir zu kommen. Und ich freue mich, dass du den ganzen Weg bist gekommen oder beirrt. Ich freue mich, dass du in Kreuz gestorben bist und ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass dein Blut dir genug wird, um all meine Sinn betun. Und von der nehme ich dort Opfer an. Ich nehme dort an, dass du bist für mich gestorben und du hast meine Sinn betont. Und ich nehme eine Entscheidung, die nur zu folgen mit meinem ganzen Hart. Dankeschön für meinen Namen, den Buch geschrieben. Die von Ihnen, die eine Entscheidung gemerkt haben, trauen Jesus zu kommen und ihr Leben bloß frisch Hand zu geben und die Hand leihen bei seinem Altar. Ich würde Ihnen fragen, Sie wollen eine Minute Zeit nehmen und bloß mit den Dingen dealen, die du gerade in deinem Hart hast. Und du weißt gerade, was diese Dinge sind. Du weißt gerade, wo Jesus seinen Finger in seinen Händen ablegt, was du amaglich ist. Du musst für eine Minute still sein und zu Jesus du von vertalen, indem du Leuten nennen kommen und die das reinigen mit seinem Blut. Jesus, ich danke dir für Gerechtigkeit. Ich danke dir für das Opfer, das du groß genug hast, um all unsere Sinn wegwaschen. Ich danke dir für ein reines Gewissen. Ich danke dir für, dass du ein Gott bist, wo du nicht redest, bloß um uns weidern, aber um uns heilen und helfen. Und uns helfen, dass wir eine bessere Ort von uns selbst sein können. Ich danke dir, dass du uns mit unserer Vergangenheit helfst und wir können in der Zukunft dort sein, wo du bist. Ich bete von dir für jeder eine, was hier ist. Ich bete in Jesus Namen, dass du uns segnen, dass du uns bewahren, dass du uns helfen, ein Leben zu sein mit dir, so es keinmal eier, wir wollen nur an dich kommen, so es keinmal eier. Nicht bloß mit unseren Gefühlen, nicht bloß mit unseren Emotions, aber mit uns tiefsten Herzen, dass wir gehorsam sind zu dir. Ich danke dir für diese Kirche. Und ich danke dir für die Testimonies, die wollen rückkommen, wie du diese Kirche wirst, nicht bloß im Sinne, dass sie helfen zu celebrating, aber du diese Kirche wirst helfen, rüberzugehen und von Montag bis Montag die Kirche sein, bieten, was wir sollen sein. Ich danke dir, Jesus, für uns mit den Sehnen und Luten. Amen. Hans, ich habe eine große Freude, dass du die von dir gewählt hast, mit uns zu horchen, wie Menschen, die wir gesehen worden. Und wenn du eine Frau hast, dann fund uns nicht das Nummer oder schreib uns an WhatsApp, wir sind hier und bereit zum Halten. Und wenn du willst, unsere Botschaften immer alle Weg an WhatsApp zu kriegen, dann scan diesen Code mit deinem Phone. Und hey, wir würden uns auch sehr freuen, wenn du diesen Subscribe-Knopf drücken, so dass kannst du euer Antworten, wenn ihr unsere Botschaft von YouTube ankommt. Und andere Menschen wie den bereit können sehen, vor mit Gott sein Wort. Mach Gott die Segen.